So, bei mir ist jetzt der Hans-Rudi Hottiger Stadtdame von Zofingen und komfortabel wiedergewählt worden. Gratuliere, Herr Hottiger. Danke vielmals. Ich bin auch froh. Es ist ja nicht ganz selbstverständlich. Wir sind nicht unbedingt eine grosse Partei hier im Bezirk. Darum freue ich mich. Aber ein sicherer Wert, oder? Also mit denen vor allem. Ja, ich hoffe es schon. Ich finde es ganz wichtig, dass ich als Stadtdame weiterhin in Zarau dabei sein darf. Das war eigentlich eine grosse Motivation von mir. Und natürlich auch wichtig für den ganzen Bezirk. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur für die Stadt Zofingen, für den Bezirk. Das hat man jetzt vielleicht bei der Lidl-Geschichte auch gemerkt, dass man halt über den Grossrat schon dieses oder jenes kann bewirken kann. Die CVP wird jetzt wichtiger im Grossen Rat, kann man sagen. Spielt noch mehr Züngli an der Waage künftig oder könnte spielen. Also das ist ja, ich glaube, oder nach links. Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen, weil wir haben dazu gewonnen, nicht viel, aber wir haben dazu gewonnen. Wenn man jetzt die GLP auch noch zur Mitte zählt, dann hat die Mitte garantiert gewonnen. Die Polparteien haben eher verloren. Und das scheint mir eine gute Entwicklung zu sein, dass man konsensfähige Lösungen erarbeiten kann, dass man auch eine gewisse Macht hat oder eine gewisse Grösse hat in der Mitte, wo es einem hilft, wirklich konstruktive Lösungen zu erarbeiten. Sind Sie mit dem einen Sitz zufrieden oder hätten Sie dort noch mehr erwartet? Nein, ich bin sehr, sehr zufrieden, so wie es jetzt rausgekommen ist. Jetzt gibt es ja noch eine sehr interessante Konstellation. Ihr Sohn ist gewählt worden auf der FDP-Liste. Einerseits hier sitzt Sie im Einwohnerrat, dort sind Sie Stadtrat und künftig Sie quasi zusammen politisieren im Grossen Rat. Das ist speziell. Ja, das ist schon noch speziell und wie wahrscheinlich das jeder Vater ist, bin ich natürlich auch stolz, dass der Tobias das geschafft hat, aus einer Position heraus, wo nicht gerade in der Pole Position war, oder? Und er hat einen sehr intensiven und glaube ich auch einen schlauen Wahlkampf gemacht und ich freue mich natürlich, dass wir jetzt so vielleicht eine Fahrgemeinschaft auf Aarau können bilden. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren und einen schönen Sonntag noch. Danke vielmals. Merci.